machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa und eilte so schnell wie möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn kaum hörte ich deine Stimme, da hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast. Was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Nachdem Jesus seinen 12 Jüngern diese Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um die Menschen in den Städten des Landes zu lehren und ihnen die rettende Botschaft zu verkünden. Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und erfuhr dort von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen: Bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm: Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserer Bibelserie Johannes dem Täufer, wo wir ganz tief in die Evangelien eintauchen und einer besonderen Person auf die Spur gehen, Johannes dem Täufer. Jetzt ist Johannes zu der damaligen Zeit sehr ein beliebter Name gewesen, und es gibt verschiedene Leute, die Johannes heissen. Darum hat er den Zunamen der Täufer bekommen. Und so wird er auch unterschieden, zum Beispiel von dem Johannes, der ein Jünger von Jesus war und ein Evangelium geschrieben hat. Johannes der Täufer, eine kurlige Figur, ganz ehrlich. Eine Person, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Die kennt man, die hat man gekannt. Er ist ein spezieller Mensch, er hat sich speziell angekleidet, er hatte einen Mantel aus Kamelhaar und so einen ledrigen Gürtel. Er hat sich von Heuschrecken, also Heugümper und Honig ernährt. Ich nehme an, das ist vielleicht auch zum Diät machen. Es gibt ja ein Zitat von ihm: Er aber muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Vielleicht hat das, also ich nehme an, er hat es nicht genau so gemeint, aber mit Heuschrecken und Honig geht es wahrscheinlich ziemlich einfach. Er ist so bekannt, der Johannes, dass nicht nur die Christen und die christliche Welt ihn kennt hat, sondern auch ein jüdischer Geschichtsschreiber, der Josephus Flavius, der ein grosses Werk geschrieben hat zu der damaligen Zeit. Auch dort findet er Erwähnung. Das heisst, er war eine Person, die man kennt hat und die man gewusst hat. Letzte Woche haben wir im ersten Teil dieser Serie bereits vieles von ihm gehört. Und wir haben gehört, dass der Johannes der Täufer so eine Brücke ist, ein Bindeglied vom Alten Testament ins Neue Testament. Zwischen den letzten Texten, die aus dem Alten Testament geschrieben sind, bis dann eben die Zeit von Jesus kommt, sind 400 Jahre Stille, wo man eigentlich nichts mehr liest darüber, was dort passiert ist. Und als erste Figur, als erste Person, die dann eigentlich auftritt in dem Neuen Testament, in diesen Bericht, die dann zu der Zeit von Jesus spielen, ist eben der Johannes der Täufer. Und er ist so das Bindeglied zwischen diesen beiden Berichten. Und wir haben letzte Woche davon gehört, wie
wie sein Leben verknüpft ist mit der biblischen Person, Elia, dem Prophet, dem grossen Prophet aus dem Alten Testament. Und falls euch das interessiert, empfehle ich euch sehr, dort nochmal drin hineinzugehen. Heute widmen wir uns einer anderen Beziehung von zwei Personen, und zwar der von Jesus und dem Johannes, dem Täufer. Die beiden haben nämlich nicht beide nur einen grossen Auftrag gehabt und eine wichtige Rolle gespielt im Neuen Testament. Sie sind auch noch verwandt miteinander. Das vergisst man manchmal ein bisschen. Man weiß nicht ganz genau. Wie, sagen wir mal, Cousins sind sie in einer Art und Weise also näher bekannt. Und immer wenn ich das lese, dass Johannes und Jesus verwandt sind, dann habe ich mir überlegt, wie sind echt die Familienschläuche von diesen Familien zu dieser Zeit? Was haben die jetzt so gemacht? Kennen das eine Familienschläuche? Bei uns hat es das gegeben. Manchmal ist es ja, wenn Geburtstag gefeiert wird oder an der Weihnachten jetzt in unserem Fall, da ist die ganze Familie zusammengekommen und dann trifft man auch die mal wieder, die man vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat. Und es ist so der Moment von Klatsch und Tratsch, oder, wo man wieder hört, wer jetzt mit wem, was, wie, wo erlebt hat und wer eben nicht mehr oder wer jetzt eben wo, wie, wo dran ist und mit wem. Und es ist also der Moment, wo man zum 1000. Mal die gleichen alten Geschichten hört. Kennt ihr das? Oder? Weisst du noch, dort zumal, wo du ein Kind warst, noch, wo wir dort und dort waren. Und ich habe jetzt aber gemerkt, es gibt auch ein Zeichen, wenn du selber alt wirst. Das ist der Moment, wenn du anfängst, die alten Geschichten über deine eigenen Kinder zu holen und sagst, weisst du noch dort, wo wir das erlebt haben, dann ist der Moment, wo sogar ich zu einem richtigen Dad wird und nur noch meine Kinder dann die Augen rollen und sagen, du bist so cringe, Papi. Cringe heisst, wenn man sich schämen für jemand anderen. Habe ich auch nicht gewusst. Wenn ich mir so die Familienschläuche von Jesus und Johannes vorstelle, dann wird es ab und zu einmal Action gewesen sein. Man weiss sehr wenig über die Geschichte von der Kindheit von Jesus. Aber das eine Erlebnis, wo uns berichtet wird, ist ein spannendes, weil es ist tatsächlich so, dass die Eltern von Jesus ihn zum Passafest, könnt ihr euch vorstellen, wie das Albani-Fest in Winterthur und die Straßen voll sind, 3 Tage lang verloren haben, nicht mehr gefunden haben. Und dann sind sie zurückgekommen und wo sie ihn dann zur Rede gestellt haben, hat er dann gesagt, es ist so schwierig. Vielleicht hat er es nicht ganz so gesagt, ich interpretiere ein bisschen, aber so als Teenager. Hey, ihr habt gewusst, wo ich bin. Er sagt dann, ich müsse da sein, im Tempel war er und hat dort diskutiert, debattiert mit den Studierten und den Gelehrten von der damaligen Zeit. Also Johannes und Jesus werden sich gut gekannt haben, werden wahrscheinlich sich ab und zu mal getroffen haben, bei so Familienzusammenkünften, werden sich gesehen haben, gegenseitig aufwachsen. Und ich nehme mal an, auch der Johannes wird schon viel über das besondere Leben von Jesus miterfahren haben, von seinen Eltern, von dem, was er so mitbekommen hat. Und heute Morgen möchten wir eigentlich auf ein paar von diesen Begegnungen einen Schwerpunkt legen, wo die zwei, der Johannes und Jesus, miteinander hatten. Es sind so Stationen aus ihrem gemeinsamen Leben und es sind Momente, wo man sieht, wie die Begegnungen mit Jesus das Leben und den Glauben vom Johannes dem Täufer prägt und geformt haben. Ihn zu dem gemacht haben, was er ist, und ihm geholfen haben, den Ruf, der aus seinem Leben liegt, auch in die Wahrheit, in die Tat umzusetzen. Die erste Begegnung, die Jesus und Johannes hatten, die hat stattgefunden, noch bevor beide geboren sind. Nämlich ist es die Begegnung, wo die Maria, nachdem sie vom Engel die Ankündigung bekommt, dass sie schwanger werden wird, auf übernatürliche Art und Weise, und dass das Baby in ihrem Bauch ganz besonders sein wird, einmal ein kleines Timeout braucht. Und sie braucht ein paar Tage, wo sie sich Gedanken machen kann, nehme ich an. Und so geht sie zu ihrer Verwandten, eben zu der Elisabeth, die im höheren Alter auch durch ein Wunder von Gott noch schwanger geworden ist. Und wir lesen von dieser ersten Begegnung dann in der Bibel, dass in dem Moment, wo die Elisabeth die Maria gesehen hat, das Kind im Bauch, also der Johannes der Täufer, Purzelbäume geschlagen hat und die Mami dazu veranlasst hat, in so einen Lobpreis auszubrechen. Eine Aufgabe, eine Berufung, die auf dem Leben von Johannes dem Täufer gelegen ist, die, eben auf Jesus hinzuweisen. So einen Wegweiser zu sein auf die Besonderheit von Jesus. Und es dunkelt mir, als wäre es schon im ersten Augenblick, in der ersten Begegnung, die sie miteinander hatten, noch bevor sie geboren waren, so ein Moment war, wo das Kind seiner Mutter und der Maria hilft, etwas von dieser Besonderheit und von dieser Einzigartigkeit von Jesus zu entdecken. Etwas Besonderes hat Johannes gehabt.
eine besondere Gabe von Gott, Sachen im Leben von Jesus zu sehen, die andere noch nie so gesehen haben. Und wir sagen dem im Christenjargon Offenbarung. Offenbarung. Offenbarung bedeutet, dass man eine spezielle Perspektive auf Sachen hat, die passieren, auf das Leben von Menschen oder auf Ereignisse. Es ist dann, wenn man Gottes Sicht, Gottes Blickwinkel über das Leben von einzelnen Menschen oder von Situationen hat. Als ob der Vorhang würde aufgetan werden und Leute, die so eine Offenbarung haben, hinter die Kulissen sehen. In die Gedanken, in die Absichten, die Gott hat mit Menschen oder mit Situationen. Und das ist die besondere Perspektive, die auf dem Leben von Johannes gelegen ist. Immer wieder in seinem Leben hat Gott ihm einen besonderen Blick geschenkt, vor allem auf Jesus. Was das Wesen, die Identität und der Auftrag von dem Jesus ist. Und er hat ihn dazu gebraucht, um mit anderen Menschen darauf hinzuweisen, wie eben Jesus, für was er da ist, wer er ist und was so besonders und einzigartig an ihm ist. Und so kennzeichnet genau so Offenbarungen den Lebensweg von Johannes dem Täufer immer und immer wieder. Und wir lesen von einer nächsten Begegnung, die stattfindet am Ufer vom Jordan, an dem Fluss in Israel, wo Johannes eben dort war und getauft hat. Und bei so einer Begegnung, wo Jesus und er hatten, ruft er dann eben Folgendes. Am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. In einzelner Übersetzung heißt es Lamm Gottes oder Opferlamm. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, ist jetzt nicht so spektakulär. Aber es war recht spektakulär. Und unser Problem ist ein bisschen, dass wir das Ende der Geschichte schon kennen. Das ist ein bisschen so, wie wenn du ins Kino gehst und eben schon weißt, was dann passiert. Und dann kennst du das Ende schon und dann ist so, er ist tot, aber er ist gar nicht wirklich tot, er lebt ja nachher dann wieder. Und dann verliert man manchmal ein bisschen die Dramatik dort drin. Aber die Aussage, die Johannes da macht, ist lang bevor Jesus überhaupt angefangen hat, öffentlich zu wirken. Lang vor seinen grossen Reden und Predigten. Lang vor diesen vielen Wundern, die Jesus gemacht hat. Und lang bevor er am Karfreitag ans Kreuz gegangen ist und am Ostersonntag wieder auferstanden ist, machte Johannes der Täufer eine Zuweisung und sagt, schaut da, das ist das Lamm Gottes. Und mit dem hat er etwas Spektakuläres gesagt. Etwas, das entweder die Wahrheit ist, oder dann ist es Gotteslästerung. Weil er nämlich auf den Jesus zeigt und er sagt, er ist der verheißene Messias, wo die Bibel uns berichtet hat davon. Wo all die Propheten darauf hingezielt haben, das ganze Alte Testament zu seiner Erfüllung bringen wird. Er ist es, der Sohn Gottes, der Messias, das Opferlamm, das da angekommen ist. Eine mutige Aussage. Eine Aussage, die durchaus auch Konsequenzen hat. Aber es ist ein Zeichen für den übernatürlichen Blick, für die Offenbarung, die Johannes der Täufer hatte in dieser Situation. Über die Identität und das Wesen von Jesus. Das Zweite, warum es die Aussage so raussticht, ist, wenn man mal schaut, wie oft diese Aussage vorkommt, Lamm Gottes, dann kommt das sehr, sehr selten vor, das Opferlamm. Das wird nur an ein paar wenige Stellen, einmal noch in der Apostelgeschichte, einmal noch im Petrusbrief und dann vor allem in der Offenbarung, wo der Johannes, der Jünger, der das Evangelium geschrieben hat, dort drin kommt es dann wieder. Und auch da wieder, wieso Opferlamm? Jetzt für uns vielleicht nicht so speziell, aber für einen Juden zur damaligen Zeit muss unweigerlich eine Geschichte ihm in den Sinn gekommen sein. Opferlamm, die bekannte Geschichte, die die Identität von dem Volk ausgemacht hat, der Auszug aus Ägypten, wo sie dort waren und der Pharao sie zuerst nicht ziehen lassen und am Schluss dann in dem entscheidenden Showdown die Israeliten das Blut von dem Opferlamm an ihre Türpfosten gestrichen haben und so die Rettung gekommen ist, sie verschont geblieben sind und gerettet worden sind aus der Fremde, aus Ägypten, wo sie dort waren. Es ist eine Brücke ins Alte Testament, auch diese Aussage. Sie ist einerseits ein mutiges Statement, eine Offenbarung, sie ist aber auch eine bedeutungsvolle Aussage. Jetzt stellt euch das mal vor, eine Person ist am Jordan
bei dem Wasser, wo das Volk ja nachher durchgezogen ist, wo Gott nochmal ein Wunder gemacht hat, der Jordan auch getrennt hat, wie das Schilfmeer getrennt hat, wo sie können einziehen in das verheißene Land, steht dort und redet von einem Opferlamm. Es ist, als würde Johannes der Täufer ein Schild aufheben und sagen, Obacht, da geht es um etwas. Ich komme später auf den Punkt nochmal zurück. Ich will zu dem Punkt Offenbarung nochmal ein Zitat von Johannes bringen, wo gerade kurz nachher kommt, im Vers 34, auch von dem ersten Kapitel, wo er Folgendes sagt dann. Und weil ich das gesehen habe, wie Jesus eben bei dieser Taufe dort von Gott den Zuspruch bekommen hat, kann ich bezeugen, dieser Mann ist Gottes Sohn. Weil ich das gesehen habe, kann ich bezeugen, dieser Mann ist Gottes Sohn. Wieder so ein Statement, so eine Zuweisung. Und an dem ist mir besonders aufgefallen, der Zweiklang, was da drin hat. Weil ich das gesehen habe und dann der Sohn Gottes. Es sind die zwei Elemente, die aus meiner Sicht Offenbarung, also der spezielle Blick auf Menschenleben oder auf Situationen kennzeichnet. Es ist einerseits die Schrift, die Bibel, die Johannes kennt hat und sein Bezug, den er macht, wo er sagt, das, was da passiert, steht in einem direkten Bezug zu dem, was im Alten Testament geschrieben ist. Für Johannes der Täufer, er hat seine Bibel, das ist das Alte Testament, das ist die Bibel, die sie zu der damaligen Zeit kennt. Und er hat in dem, was Jesus gemacht hat und was über Jesus gesagt worden ist, die rote Linie gesehen, die sich durch das ganze Alte Testament durchzieht, die auf den Jesus hinweisen tut. Er hat also die Bibel gekannt, er hat die Geschichte gekannt, er hat ihre Bedeutung gekannt und er gewusst, was für eine Hoffnung, dass man daraus ableiten kann. Und er hat auf der anderen Seite eine persönliche Erfahrung, ein persönliches Erlebnis gehabt mit Jesus. Und das sind die zwei Seiten von dieser Medaille von der Offenbarung. Die Bibel, die Wahrheit, die Weisheit von der Bibel und auf der anderen Seite die persönliche Erfahrung, die sich miteinander verbinden tun. Oder um es in den Worten von Jesus selber zu sagen, wenn ihr im Johannes 5 ab Vers 39 dann sagt, ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist sie gerade auf mich hin. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um dieses Leben zu haben. Also auch für Jesus heisst das, mit so einem Blick durchs Leben zu gehen, wo göttliche Perspektive aufs Leben und auf Situationen hat, den Zweiklang zu haben. Das, was in der Bibel steht, zu kennen und zu sehen, wie es auf Jesus hinweist. Und es mit diesen Erlebnissen, die man mit Jesus zusammen macht, können zu verbinden. Es gibt noch eine zweite Etappe auf dieser Glaubensreise von Johannes. Das erste ist die Offenbarung. Das zweite könnte man überschreiben mit dem Begriff Performing oder ich habe gesagt, voll im Saft. Das ist der Moment, wo man sieht, dass der Johannes der Täufer in seiner Berufung, die auf seinem Leben hinein gelegen ist, gelaufen ist. Er ist ja vor allem darum bekannt gewesen, weil er Menschen im Jordan getauft hat. Die Taufe, das ist ein Ritual, das wir auch heute noch kennen. Ich komme nochmal zurück auf die Sache mit dem Lamm Gottes. Dass der Johannes an dem Jordan gestanden ist und dort Menschen getauft hat, ist kein Zufall gewesen. Es war eine Message, die er überbringen wollte. Er hat diesen Leuten von der damaligen Zeit zurufen, es geht euch ganz, ganz ähnlich wie diesen Menschen dazumal in Ägypten. Vielleicht wohnen ihr nicht mehr in Ägypten, aber in euren Gedanken, in euren Herzen sind ihr irgendwie weit weg von Gott. Und das Ägypten war so ein Bild, das immer wieder gebraucht worden ist, als Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und unabhängig von Gott unterwegs sind. Und so haben die Propheten das Volk gewarnt und gesagt, hey, wenn ihr nicht zurückkehrt zu Gott, wenn ihr euch nicht mit eurem Leben Gott zuwendet und euer Leben an ihm ausrichtet, dann wird wieder so eine Zeit kommen, wo ihr werdet müssen fortgehen in ein anderes Land. Man sagt dem Exil. Und so ist es dann auch gekommen, zur Zeit vom Alten Testament, dass das Volk ist vertrieben worden ins Exil, musste ins Exil gehen. Es hat dann zwar wieder zurückkommen und sie haben zwar wieder in ihrem eigenen Land gelebt, aber wir haben letzte Woche schon von Dani Weber in seiner Predigt gehört, wie
die Situation von der damaligen Zeit eben doch sehr ähnlich war. Dass viele Israeliten, viele Juden von der damaligen Zeit unabhängig von Gott leben, ihren eigenen Weg gehen. Und so ruft der Johannes sie zurück und sagt, kommt zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Und als Symbolik für das braucht er die Taufe. Taufe, wo eben genau das zusammenfassen soll. Und der Bezug, der Ruf umzukehren und das Andeuten, das fassen zwei Theologen wunderschön zusammen mit folgendem Zitat. Wer Menschen in der Wüste am Jordan sammelte, sagte damit symbolisch, das ist der neue Exodus. Wer die Wassertaufe zur Vergebung der Sünden anbot, sagte damit, ihr könnt hier und jetzt das bekommen, was ihr normalerweise durch den Tempelkult bekommen würdet. Wer diejenigen, die dies wünschten, einlud, einen solchen Initiationsritus zu durchlaufen, sagte damit symbolisch, hier ist das wahre Israel, das durch die Wasser kommt, wie Israel durch das Rote Meer und den Jordan selbst. Das wahre Israel, das von Jahwe gerechtfertigt werden wird. Wer sich also taufen lassen hat mit dem ein Statement gemacht. Er hat gesagt, ich wende mich hin zu dem Gott. Ich wende mich ab von meinem alten Leben, unabhängig von Gott, und hin zu Jesus. Und leider lange jetzt Zeit heute Morgen nicht, zum tiefer einzutauchen in die Symbolik und Bedeutung der Taufe, die wir auch heute noch machen, die Erwachsene-Taufe. Aber gleich an dieser Stelle eine Einladung an dich. Wenn du selber noch nicht als Erwachsener getauft worden bist, will ich dir Mut machen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dich zu fragen, ob das ein Schritt könnte sein. Die Taufe ist ein symbolischer Akt, wo etwas ausdrückt gegen aussen. Für dich, für dein Umfeld und für die unsichtbare Welt. Wo Ausdruck gegenüber anderen Menschen, ein Statement setzt, dass du an den Gott glaubst, an den Jesus, und dass du mit ihm möchtest unterwegs sein. Dass du ihm möchtest nachfolgen, dein Leben an ihm möchtest ausrichten. Und darum, glaube ich, ist es ein wichtiger Schritt auf unserer Glaubensreise, so ein Statement öffentlich auch zu machen. Und für mich persönlich hat es auch eine nachhaltige Wirkung gehabt. Bis heute gibt es mir eine tiefe innere Sicherheit und eine Gewissheit, dass ich ein Kind von Gott bin. Und es hat mir oft in meinem Leben so einen Boost gegeben, auch in der Leidenschaft, im Glauben unterwegs zu sein, wenn ich zurückgedacht habe, dass ich mich entschieden habe, aus eigenem freiem Willen, Jesus nachzufolgen und das auch öffentlich so gesagt habe. Es gibt auch Leute, die davon berichten, dass in ihrem Herz, ihrem Seele oder ihrem Körper etwas verändert worden ist durch die Taufe, weil es eben so ein Statement ist, wo uns nochmal sagt, hey, ich gehöre zu Gott. Klammer geschlossen. Zurück zu dieser Begegnung, die Jesus und Johannes hatten. Jesus ist auch an den Jordan runter und hat sich auch von Johannes taufen lassen. Warum genau, wissen wir nicht. Weil die Bibel berichtet uns ja, dass er keine Umkehr nötig hatte. Sein Leben war voll an Gott ausgerichtet und er hatte keinen Fehler gemacht während der ganzen Zeit auf dieser Erde. Aber vielleicht war es auch ein Teil von dem, dass er ganz Mensch geworden ist und sich vollständig identifizieren mit uns Menschen. Man weiß es nicht ganz genau. Was man weiß, und ich glaube, das ist der entscheidende Teil, dass in dem Moment, wo Jesus in dem Jordan getauft worden ist, sich der Himmel geöffnet hat, der Heilige Geist in Form von einer Taube auf ihn herabgekommen ist und Jesus den Zuspruch von Gott bekommen hat, du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Freude. Die Identität, die Berufung, die Einzigartigkeit von dem Jesus ist ihm zugesprochen worden. Und vielleicht hat auch er sich in dieser Zeit, wo er da auf dieser Erde war, wo seine Identität und seine Berufung oft in Frage gestellt worden ist, wo er darum ringen musste, auch zum Beispiel im Garten Gethsemane, bevor er ans Kreuz gegangen ist, an den Moment zurückerinnert von dem Zuspruch, wo Gott ihm gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Aber nicht nur für Jesus war es ein besonderer Moment, auch für den Johannes. Weil es ist eigentlich der Höhepunkt von seinem öffentlichen Wirken war. Seine Rolle als Wegbereiter und als Wegweiser hin auf Jesus ist in dem Moment zum Tragen gekommen, wo er Jesus eigentlich als den Sohn Gottes hat können
ihm das zusprechen, wie verifizieren. Ich stelle mir vor, wie wenn ihm das Häkchen geht und gesagt hat, Jesus, du bist es, er ist es. Und weil der Johannes, der Täufer, als Prophet, als Sprachrohr von Gott anerkannt war, hat seine Aussage etwas zählt für die Menschen. Und Jesus sagt später, das Zeugnis von Johannes und von Gott, gute Gemeinschaft, wenn du mit Gott zusammen genannt wirst, das ist das, was mir die Autorität und die Legitimation gibt für meinen Auftrag. Das zeigt, dass ich der Real Deal bin. Und so kommen wir also zu einem zweiten Teil. Aus dieser Offenbarung, die der Johannes hatte, ist sein Wirken gekommen. Sein Laufen in diesem Auftrag, in dieser Berufung, die Gott ihm gegeben hat. Die Berufung, die Johannes hat und ich glaube, die wir alle Menschen haben, auch das ist ein Rückbezug auf den ersten Teil dieser Serie, ist es, ein Spiegel zu sein für das Wesen von Gott auf dieser Erde. Menschen auf Gott zu hinweisen. Das Wesen und Gedanken, die Gott mit dieser Welt und mit diesen Menschen hat, wieder zu spiegeln in deinem Umfeld, dort, wo du hingehst. Dass Menschen, wenn sie dir begegnen, zu einem kleinen Stückchen Gott begegnet. Durch die Art, wie du mit ihnen umgehst. Durch die Offenbarung, die du hast über das Wesen und das Wirken von Gott in deinem Leben, dort, wo du dran bist. Oder wie wir dem sagen, da bei uns, eine Stadt auf dem Berg zu sein, wo das Licht in die Dunkelheit rausstrahlen lässt. Also wir haben die Offenbarung, wir haben das Wirken als so Etappe auf dem Lebensweg von Johannes. Und noch einen dritten Schritt möchte ich anfügen. Eine dritte Etappe. Sie ist nicht so glamourös. Sie ist oftmals eher schwer. Vielleicht auch ein einsamer Abschnitt. Nicht so happy-clappy. Aber trotz der widrigen Umstände sind es wichtige und entscheidende Momente, wo man sich als Person mutig stellen muss. Wenn wir nämlich Johannes als Täufer als einen mutigen und wilden und leidenschaftlichen Macher sehen, dann sehen wir eine Seite von seinem Wesen. Es gibt aber auch noch eine andere. Und so lesen wir in Matthäus 11, ab Vers 2, Folgendes. Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und erfuhr dort von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Komisch, oder? Jetzt haben wir den ganzen Morgen damit verbracht, zu sehen, dass der Johannes, der Täufer, eine besondere Offenbarungsgabe hat von Gott, Einsicht bekommen hat. Wir haben gesehen, dass er der Erste war, der noch lange bevor andere das in Jesus gesehen haben, ihn als den Messias erkannt hat und das lautstark proklamiert hat. Wir haben gesehen, wie Gott ihn gebraucht hat, auf dem Höhepunkt von seiner Berufung, zum anderen Menschen auf den Jesus hinzuweisen, im grossen Stil, ein Zeugnis zu sein. Und er wird genannt als einer von denen, der den Auftrag und das Wesen und das Wirken von Jesus maßgeblich gefördert hat und möglich gemacht hat durch sein Zeugnis. Und dann plötzlich die Zweifel. Genau in dem Bereich von seinem Leben, wo ja eigentlich seine besondere Gabe drin gelegen ist. Plötzlich die Frage, die Unsicherheit, die da ist. So überraschend das vielleicht im ersten Moment kann sein, so tröstlich ist es doch auch für uns. Es gibt ja auch in unserem Leben nicht nur Erfolg und Segen, sondern auch in unserem Leben immer wieder die Momente der Rückschläge, die Momente der Schwierigkeiten, die Momente vom Zweifeln. Und wenn sogar der weltberühmte und grosse Glaubensheld Johannes der Täufer so einen Moment hat, wo er Fragen hat an seinen eigenen Glauben, Fragen hat an den Jesus, weil er irgendwie nicht mehr sicher war, dann zeigt uns das, dass auch so Etappen in unserem Leben normal sind. Und so unangenehm, dass sie mögen sein im ersten Moment, erkenne ich in ihnen immer mehr auch eine Chance. Dann, wenn wir konstruktiv damit umgehen können. Ich entdecke Chancen drin, weil sie uns helfen, dass wir uns nicht an falsche Vorstellungen von Gott oder vom Glauben festheben. Es passiert so schnell, dass wir das Gefühl haben, jetzt wissen wir es und wir klammern uns an irgendetwas, was wir mal erkannt haben in unserem Leben drin und verpassen dabei, dass Gott immer grösser ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können. Und wie oft hat Gott mich schon überrascht in Punkten, wo ich das Gefühl hatte, jetzt
habe ich es wirklich begriffen. So Schwierigkeiten, so Zweifel halten uns auch nahe bei Jesus. Weil sie führen uns wieder zurück dorthin, dass wir bei Jesus fragen und sagen, hey, ich verstehe es nicht. Bist du wirklich der? Oder habe ich etwas verpasst? Sie führen uns wieder zurück. Es ist nicht so, je mehr dass du erkennst, desto weniger brauchst du eigentlich Gott, weil jetzt hast du es ja begriffen und jetzt machst du es einfach, setzt es nur noch um, oder? Mal begriffen, dann geht es nur noch ums Machen. Sondern sie führen uns wieder zurück in die Begegnungen mit Jesus hinein. Wo wir wieder neu fragen, wer bist du? Was möchtest du? Wo wir wieder neu versuchen zu erkennen, was hast du vor mit mir? Und was hast du vor mit den Situationen, wo ich drin stehe? Und sie behalten uns demütig und mitfühlend gegenüber anderen Menschen. Weil wir erkennen, dass auch wir nicht die Wahrheit und die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Jedes von uns kann in seinem Leben an so Punkte ankommen. Und so kommt manchmal aus einer Phase vom Wirken raus auch eine Phase von der Reflexion. Wo man vielleicht kritisch sich auseinandersetzt mit dem eigenen Glauben. Mit der Art, wie man den Glauben gelebt hat. Mit dem Bild, der Vorstellung, die man von Jesus hat. Und das Schöne ist, wenn man das macht, das oft dazu führt, dass eine neue Offenbarung wieder kommt. Ein neuer Einblick, eine neue Sicht für die nächste Etappe. Eine neue Gewissheit tief im Herzen. Oftmals nicht für das ganze Leben, sondern für den nächsten Abschnitt. Und dann geht man wieder auftanken, könnte man so sagen. Und darum möchte ich dir Mut machen, wenn du in so einer Phase von der Reflexion inne bist, dass du diesen Zweifeln und Fragen nicht aus dem Weg gehst. Weil aus den Augen ist eben nicht aus dem Sinn. Und Gefahr ist, wenn man das nicht macht, dass man irgendwo da den Abzweiger verpasst und dass es einem wegtreibt von Gott. Weil das Erleben und das, was man glaubt, irgendwann nicht mehr zusammenpassen. Aber es kann auch eine Chance sein, wenn man wie Johannes der Täufer zurückgeht zu Jesus. Und ich glaube, das ist entscheidend. Die Frage an den richtigen Ort anbringt und sagt, Jesus, hilf mir zu verstehen, wer du bist, wo du vielleicht anders bist, als ich es gedacht habe und was du vorhast mit meinem Leben oder mit dieser Situation, wo ich jetzt drin stehe. Auch eine christliche Gemeinschaft hilft. Eine Gruppe von Leuten um dich herum, die dir helfen, nicht mit einfachen Antworten und sagen, du musst es halt einfach glauben, sondern die dich begleiten da drinnen, dich zurückführen hin zu dem Jesus. Dass du neue Offenbarung, neue Erlebnisse, neue Einsichten kannst gewinnen und aus dem hoffentlich in eine neue Phase vom Wirken kannst hineinkommen. Die Lebensgeschichte von Johannes dem Täufer, die ist extrem reich und vielfältig. Und wir versuchen an diesen sündigen Morgen so einen Schnitt daraus rauszunehmen und versuchen, einzelne Aspekte genauer anzuschauen. Und was mich inspiriert hat, auch für mein Leben nochmal ganz neu, ist zu sehen, wie Johannes der Täufer Begegnungen mit Jesus gehabt hat, die sein Leben entscheidend geprägt haben. Er hat immer wieder Momente gehabt, wo Gott ihm einen besonderen Blick geschenkt hat. Über sein eigenes Leben, über das Wesen von Jesus, über Situationen, die da waren. Er hat Phasen gehabt, wo aus dem heraus Wirken entstanden ist, wo er ein Licht sein konnte für Menschen, wo er einen positiven Unterschied machen konnte, dort, wo Gott ihn angestellt hat. Und er hat Phasen gehabt, wo er bereit war, auch das mit Gott zusammen wieder anzuschauen und Neues zu entdecken, Neues zu lernen, in etwas Neues hineinzuwachsen. Und ich glaube, das kann dir und das kann mir Mut machen. Für unser Unterwegssein mit Gott. Für die nächsten Schritte, die Gott mit dir vorhat. Auf deinem Glaubensabenteuer. In diesen kommenden Tagen und Wochen und Monaten. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Geschichten in der Bibel, die uns Mut machen, in unseren Alltag, in unser Leben hinein. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns immer wieder die Augen öffnest für die Weisheit und die Wahrheit, die drin steckt. So wie du dem Johannes die Augen geöffnet hast, dass er mehr hat sehen können, dass er die Weisheit können entdecken, die in der Bibel drin steckt. Und ich wünsche mir das für mein Leben. Und Herr, hilf mir dort, wo du mich angestellt hast, ein Zeugnis zu sein von diesem Licht, dass ich mit meinem Leben, mit meinem Sein, mit meinem Reden anderen Menschen zeigen kann, wie gut dass du bist. Sie kann ein Wegweiser sein hin auf dich. Sie kann ein Spiegel sein, wo deine Liebe und deine Geduld und deine Barmherzigkeit und dein Frieden und deine Freude widerspiegelt ins Leben von Menschen in meinem Umfeld. Dass dort, wo sie mir begegnen, sie
sie ein Stückchen näher zu dir herankommen. Weil mein Leben hinweist auf dich. Herr, und ich bitte dich für die Zeiten vom Ringen, für die Zeiten von der Unsicherheit, für die Zeiten von der Fragen und von der Zweifel in meinem Leben und jedem Einzelnen, der da drinnen ist. Dass wir dürfen spüren, tief in unserem Herzen, du bist nicht fern, auch wenn es manchmal so scheint. Du siehst uns. Und Herr, dass du uns genau dort begegnest und an der Hand nimmst. Dass du uns hilfst zu erkennen, dass deine guten Gedanken über unserem Leben sind, über eine Situation sind, wo wir drin stecken. Dass du uns hilfst, neue Offenbarung zu finden da drin. Das kannst nur du durch den Heiligen Geist. Zuspruch zu bekommen, wo uns wieder innere Gewissheit und inneren Frieden gibt. Dass wir uns wieder neu aufmachen können. Herr, und hilf uns als Kirche zusammenzustehen. Und dass wir einen Ort sein können, wo Menschen in allen Phasen von ihrem Leben eine Heimat finden dürfen. Dann, wenn sie auf der Überholspur laufen. Dann, wenn sie anderen ein Zeugnis sein können. Dann, wenn sie aber für die Gemeinschaft umso mehr brauchen auch. Sie wissen, dass es Menschen, die mir helfen, die mich tragen auch durch schwierige Zeiten durch. Amen.